Guten Tag, meine lieben Freunde. Wie ihr wisst, mache ich TikTok. Genau. Ich weiss nicht, ob ihr aktiv auf dieser Plattform sind, aber wie ihr wisst, gibt es noch andere Schweizer TikToker. Das sind TikToker, die Schweizer sind. Und ich denke, das wäre easy, vor allem einfach so das erste TikTok von denen jeweils anzuschauen, wie die angefangen haben, wie der Start von denen war, wie sie sich verändert haben, etc. Ganz am Schluss des Videos werden wir auch noch meine ersten TikToks sehen. Es wird also cringe. Darum, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, und zwar mit dem Pronto. Das ist der Sicht, der immer Kochvideos macht, aber auf seinem iPad. Und ich würde sagen, wir scrollen jetzt einfach mal komplett runter. Oh mein Gott, ich hatte schon keinen Bock mehr auf das Video. Holy shit. Ah, wir sind hier unten angekommen. Okay, Freunde. Wow, okay, richtig wild. Es ist by the way andere Musik gelaufen, aber ich kann sie nicht einblenden wegen Copyright. Ich mir einfach vorstellen, es ist so: Oh Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Etwa so. Ich muss sagen, ich finde es easy crazy, dass sein allererste TikTok schon auf dem iPad war. Dann hat er sich seine Marketingstrategie wohl genau überlegt, Mann. Aber man sieht ihn darauf noch nicht, und ja, die Qualität ist auch nicht so das Wahre. Das hat er hochgeladen im Februar 2020, also eigentlich auch dann, wenn die meisten angefangen haben. Ich habe dann auch angefangen. Ich glaube, ich kann mal jetzt ein bisschen weiter rauf, um zu schauen, wenn es das erste Video ist, wo man ihn sieht. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored. Ah, so funny! Das Lustige ist, er sieht echt genau gleich aus. Das ist halt auch noch 2 Jahre her. Aber gleich, er hat irgendwie schon gefühlt immer die Kappe angehabt. Das iPad ist immer noch am Start. Und die Musik gibt so gute Vibes. Als nächstes haben wir den Young Gustav. Der macht mittlerweile so Videos, wo er auf der Straße irgendwelche Lieder singt. Und das ist halt echt easy funny. Der geht easy ab. Er hat jetzt irgendwie 3,4 Millionen. Und also, die seine Klicks, das ist crazy. Alter, 59 Millionen. Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Sein erster TikTok. Sie sagt, sie will tanzen, doch sie kennt nicht mal den. So viel Eis, gesehen aus wie ein Stern. Sie heisst Jenny, Bitch, erzähl kein Märli. Bin wie der Fedi, mach nach jedem Service einfach. Nein, aber man muss sagen, sein Style hat sich auf jeden Fall verbessert. Also ich habe das Gefühl, er ist so jetzt ein Main Character geworden, sage ich mal, also im positiven Sinn. Und meine ich das nur, dass er da älter aussieht als jetzt. Wir kommen zu der Jess Amweg. Oh mein Gott. Sie ist eigentlich bekannt worden durch Spotlight, aber ich weiß nicht, wie lange sie schon TikTok macht. Vielleicht hat sie schon ein Musical damals gemacht. Ich bin no joke seit etwa 3 Minuten am Scrollen. Ich sage so immer, wir sind so unterstechen. Halleluja. Okay, das ist noch nicht so speziell. Sie tanzt einfach ein bisschen zum Urlaub. Ey Friends, falls ihr irgendwie ein Kindergeschrei rausgehört, I'm sorry, meine Mom ist Kindergärtnerin und hat alle Kinder bei uns heim eingeladen. Ganz geil. Mein Bruder hat mich gekocht und jetzt steht das Essen dahin und ich will echt das Video noch fertig drehen. Und jetzt geht es 3 Jahre, bis ich die scheiß TikToks finde. Soll ich einfach essen, während ich das Video mit euch filme? Das ist schon ein Vibe, so ein Real Talk and Food. Ich weiß nicht mehr, wie das ist. Ich kann jetzt mit Essen, ich habe keinen Hunger. Also mein Bruder kann auf jeden Fall kochen, auf jeden Fall besser als ich. Inzwischen. So. Ob ich jetzt die Kamera ausgemacht habe, um fertig essen? Vielleicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Chris, also Chris 8 an. Der macht jetzt eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, Elevator Boys Content. Here we go. Not gonna mess this up. Not gonna mess this up. Here we go. Ready? Hi. Das ist schon alles. Chris, ich bin enttäuscht. Chris. Chris. Ich dachte, jetzt kommt so ein richtiges Hey, I'm Chris. Oder irgendwie so etwas. Vielleicht das zweite TikTok-Freund. Dieses Video geht an alle TikToker, die unter 10.000 Fans haben. Benutze diesen Sound und benutze keine Hashtags. Ich wette mit dir, dein Video geht viral. Ah, Chris! Das ist doch immer der typische Sound, der so richtig die kleinen TikTok-Profile benutzt, von so Kindern, die irgendwie so 12 Jahre alt sind und Minecraft-TikToks machen. No front natürlich an dieser Stelle. Alter Kinder, jetzt hebt euch Fresse! Wir gehen rein mit Adi Totoro. Boah, auf den bin ich
richtig gespannt. Also ich kenne ihn eigentlich schon vor TikTok, darum ich mag mich schon ein bisschen erinnern an seine ersten TikToks. Aber ich glaube, Leute, es wird ein fetter Unterschied sein, weil er hat noch keinen Schnauz gehabt, er hat noch keinen Topfschnitt gehabt, also gut, jetzt hat er auch keinen Topfschnitt mehr. Aber er war ein richtig braver Adi gewesen, wenn ihr wüsstet. TikTok von meinem legendären Stubenhaus. Okay, jetzt kommt das erste TikTok, das wir gesehen. Sind ihr ready, Freunde? I bought this crappy microphone and you can do ASMR with it. Was habe ich mir gerade angeschaut? Aber ich sehe halt no joke wirklich aus wie so 15. Nein, aber ich muss sagen, der Adi hat sich echt gut entwickelt. Ich finde auch, er hat wirklich so einen Main-Character-Vibe mittlerweile. Also mit seinem Schnauz und seinem Style und seinen Haaren und allem. Also ich finde, er hat sich echt mega positiv entwickelt. Und wir kommen jetzt zu Agnes. Agnes, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie sie angefangen hat mit TikTok. Also richtig wild auf jeden Fall. Ey, das war 2017 gewesen. Da war sie wahrscheinlich so 15 gewesen. Oh mein Gott. Du magst mich nicht. Ich scheiß auf dich. Oh, ich lieb's. Du magst mich nicht. Ich scheiß auf dich. Ja, aber können wir kurz darüber reden, wie schön sie einfach aussieht? Digga, sie wäre schon ein Crush gewesen. Wäre ich damals 15 gewesen, männlich? Sie wäre ein Crush gewesen, ich sag's euch. Ich weiss, es gibt auf jeden Fall ganz viele weitere Schweizer TikToker, TikTokerinnen, aber die passen jetzt natürlich alle ins Video. Ich könnte gerne einen Kommentar schreiben, wer ich vergessen habe. Vielleicht gibt es einen Teil 2. Entschuldigung, Pflanze. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal meinen ersten TikTok an. Das war 2016, ich war noch 15, gebt euch das mal. Ich habe dann nach Musical.ly, wie gesagt, nachher die App so 2017, 2018 gelöscht und erst schon 2020 durchgeladen. Und das ist mein erster TikTok und nicht mehr Musical.ly. Und das war mit dem Adi, Can und der Mara. Oh mein Gott, das ist so herzig. Das war eigentlich so mein Start von TikTok, weil ich habe das irgendwie so random hochgeladen, wir haben das auch so Spaß gefilmt. Oh mein Gott, es hat Eis gegeben. Ich habe ein TikTok gemacht, wo ich sozusagen Werbung mache, also nicht bezahlte Werbung, sondern ich habe mir so gedacht, ja, das ist sicher gut, weil damals Corona kam und meine Mama gesagt hat, du das ein bisschen die Öffentlichkeit und so, du bist eine Influencerin, du musst ein Vorbild sein. Ich habe ein Tutorial gemacht, wie man Hände wäscht. Auf ernster Basis. Ah, ich habe das abgenommen. Zum Glück habe ich das abgenommen. Es ist wirklich cringe. Also es ist wirklich cringe. Da wir täglich am Handy sind, in der Nase bohren und auch in der ÖV unterwegs sind, ist es sehr wichtig, dass man für jeden der mehrmals am Tag seine Hände wäscht. Punkt 1, Wasser anmachen. Punkt 2, Hände nass machen. Punkt 3, Seife nehmen. Punkt 4, verreiben. Ganz wichtig, Handflächen. Handrücken, zwischen den Fingern ganz wichtig, weil das sind die meisten Bakterien. Und ganz wichtig, zwischen den Fingern, weil dort sind die allermeisten Bakterien. Und Punkt 5, ganz gut abspülen. Und Punkt 6, eure Hände abtrocknen mit einem Handtuch, das nicht vergewaltigt wurde von eurer Familie. Und sauber sind eure Hände. Boah, ich cringe mich so weg. Oh mein Gott. Fran, ich weiss nicht, ob ich wirklich ironisch lustig sein kann, damit ich es einfach erklären, aber es ist halt wirklich einfach nicht lustig. Aber, und können wir kurz darüber reden, was ist das für eine Qualität? Habe ich das irgendwie mit einem Toaster aufgenommen? Also what the fuck? Boah, ich muss aber sagen, ich habe echt richtig viele private, cringy TikToks und ich habe sie mal hochgeladen, es ist wirklich einfach unangenehm. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war mit dem Video. Es ist auf jeden Fall wild gewesen. Ich muss sagen, die einen haben sich recht krass verändert, die anderen sehen immer noch gleich aus gefühlt, lieben wir. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, Freunde, weil wir sind bald 32.200. Vielleicht sind wir seit Abend schon, I don't know. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstagabend, genießt es und ja, Peace mit Reis. Oh, der Can hat mir etwas beigebracht. Tschüss mit Nüsse. Wild. Ich sage euch, die Kinder, die haben gesagt, sie verpissen sich um 2, ey, Alter. Ich drehe durch, Bruder, ich dreh durch.